Marius Ola. Ik vrees me fijn bij te zijn van deze Marius en ik dank God voor de aandacht wat hij voor mij heeft gehad. Ik denk verder zo de aandacht die trafen mij aan mijn kraak, bloß zo direct en wel ik in de middelen wat God mir deze week gewezen heeft, weil wir uns opneigen zum Gebet. Gott, wir kommen fertig von der Marius und wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass wir können das der Taub kommen und dein Wort anhorchen. Und Gott, wie Frau, musst du uns jeder ein, das lauten und Horten ankommen, uns das wiesen, wo uns das traf. Help uns, dass wir nicht wollen mit den Fingern in eine andere wiesen, aber dass wir bloß krank uns persönlich fashion uns in die wollen ernst nehmen und musst du uns segnen und durch diese Andachen. Gott, ich frage auch besonders, musst du durch mir reden, dass ich nicht darf, meine Meinung und meine Ideen, aber dass dein Wort mag klar sein und dass die mag verherrlicht worden durch das. In Jesu Namen. Amen. Dankeschön. Der Name für diese Andacht ist ein Raub für die Umkehrung. Ein Raub zum Umkehren. Was bedeutet das? Was meint das? Was meint das, wenn wir reden von einem Raub? Wer raubt? Und was bedeutet das eine Umkehrung? Warum fehlt uns eine Umkehrung? Von was soll wir umkehren? Als wir in Mexiko waren, und ich leerde Carla, fang an Carla ein klein bisschen davon zu lernen, was das bedeutet. Und aus dem Jahr, was das bedeutet, zum Umkehren. Ich sehe das ein bisschen so, wir sind geboren, wir gehen das Stück von Gott weg. Warum sagen Gott, dass er sieht, und wir gehen das Stück von ihm weg. Die Umkehrung ist dort zu erkennen, hey, ich gehe den rechten Weg. Gott ist du und dann dreht einer um. Es ist ganz leicht. Und Carla, das ist übrigens Carla ihre Erklärung von was es sagt. Gesagt hat, was das bedeutet, dass wir wollen mir das erklären, was das bedeutet. Wir gehen von Gott fort und wir drehen um und kommen zurück. Naja, wir sagen, wie sind jedoch alle feine Christen? Wir haben jedoch einmal uns bekehrt und umgedreht und wir haben Gott angenommen. Trifft uns dort noch einmal dann, dass wir nach einmal sollen umkehren. Na, wir haben jedoch umgedreht. In der Apostelgeschichte, Kapitel 17, Vers 30, der Text, was du in der Bulletin angeheft hast, sagt es das. Und plötzlich sagt es, Gott hat die Zeit ewig sein, was sie nicht kannten. Nie aber verlangt er alle Menschen, alle Wegen umzukehren. Und hier sagt er, er hat gebaut, nun aber gebietet er alle Menschen. Das ist nicht bloß, dass Gott will haben, dass die Saal, das ist nicht bloß eine Janka, was wird Saal erfällt, aber wenn ihr das nicht weiß, das ist auch okay, Gott wird es ewig kicken. No, das hat nichts mit so zu tun. Das ist wirklich, das ist ein Ding, was Gott sagt, jeder Mann, jede Person, das soll passieren. So was glauben wir dann? Einmal haben wir das getan. Wir sind vielleicht erst in Sinn gewesen, wir haben vielleicht Hurerei gedreht, wir haben vielleicht, sind vielleicht gebunden gewesen an Alkohol oder weiß nicht, was wir an Fast gewesen sind. Wir haben das einmal haben wir uns umgekehrt, nie ist das alles okay. Aber wo steht das von einem Mann auf einmal zum Wort im Bett, hört seine Früh sagt. Und es steht, dass die Leib kommt, wenn sie was getan haben, vielleicht nicht gut ist. Kommt das einmal im Bett, hört, ruht. Kann wir sagen, das haben wir in Leben und mit Glauben getan, was wir gesagt haben. Du fällst doch eine kleine, vielleicht, kann wir sagen, eine kleine, ist noch nicht ein kleines Ding, das macht bekannt. Du fällst eine Weich drehen. Oder ist es so, dass die Kinder haben erst was anderes getan. Ich was vorher und ich die Strufen da. Kommt die Leib, weiten die dort, die Leib kommt. Weiten die, dass ich dann begonnen, die ewige Seil. Das ist nicht bloß nie, dass die einmal nicht gehört haben, das wünscht die Ewigkeit. Ewigkeit, du wünscht, hast mir dort besagt. Du wünscht, macht dort mit gehandelt worden. Kommt dort in Leib. Und von der nicht in Leib gekommen ist, kann wir wirklich Mana und früher sein und gehen zu den Kindern sagen, was mir dort vergeben. Das habe ich nicht in Leib getan. Was getan ist, als reich, ja. Die Strafe muss geteilt werden und die wird erreicht. Dort ist reich, dass die Strafe muss durchgehen. Aber habe ich dort in Leib getan, von nicht, mache ich dort bekannt.
maar ik van dort reden, dat het van live komt. Einmal ist es so, wir weten, was Gott von uns will. Wir weten al weit vooruit, krijg wat hij von uns will. Aber einmal ist es nicht so klar. Du hast eine Geschichte von einem Indianer und einer rijke Mennonit. Die sind alle beide de eerste Mal bij een oefenverzameling. En die reden, die gaan nu recht ganz klar. Die hören dat voor de eerste Mal alle beide. En das Indianer, die nimmt dat voets aan. Die bekent zijn zin, nimmt Jesus aan als zijn persoonlijke heiland en redder. En die leeft van door wieder. Jaren later sind diese 2 Männer waren op eerst een verzameling taub. En nu heeft deze rijke Mennonit endlich mal zijn hand gegeven en Jesus aangenomen. En das Mennonit, die komt zu den Indianern und die sagt, na, warum ist es so? Wir werden alle beide durch. Zum ersten Mal hier wieder zu Glück, dass er Gott nur recht, dass Jesus uns vergibt, dass er uns frei macht von der Sinn und von der Ewigkeit gerat hat. Wir hätten dort alle beide zu Glück, zum ersten Mal. Und die kannst du Fuß annehmen, und mir hat das Jahren gedauert. Warum? Warum ist es so anders gewesen für mich? Indianer sagt, das ist ganz leicht zu verstehen. Ich wist wo ich war. Ich wist ich war Ich konnte es sein. Ich wist ich hatte nichts. Wenn erst zu mir kam und ich meine ferne, magliche Warnung, ich würde bloß Fuß nehmen und antragen. Ich wist ich hatte nichts. Ich konnte mir in Weg nicht gehen. Das schafft bloß nicht. Die wirst reck. Die hat alles, was die fehlt. Die dacht, die fehlt dort nicht an erst was. Ich weiß, die Warnung bekijken. Je mitnehmen, wird ontragen und proben. Zijn, wo schafft het in mijn leven? Is het mogelijk in mijn wandel zoals ik gewend ben, met deze warning te gaan? Oh, ik weet niet, nee. Ik blijf het beter doen. Maar die is bij den Punkt komt, maar die wist, die kust dort nicht allein. Dan wist die moest die warning ook gaan. Du winkst. Wer zijn wie? Weet wie, dat we arm zijn om Jezus? Of geloof wie zijn zelf terug? Wer sei wie? Als Jesaja in Gott in Jegen wohnt, kam, der erste Ding, was er sagt, oh, weh mir. Ich bin ein Mann von schwinschen Lappen. Und all die Menschen rum, die sind auch so. Die können voet sein, wer er wir. Das wird nicht bloß eine große Schuld gefeilt, das ist eine große Dag, was auf seine Schultern gelegt wird, und er so feilt, oh, das erste, was artig ist, aber ich habe keine Idee, was artig ist. Nou, dat we kraakt direct met de vinger, Gott zijn vinger kraakt en op dit wat aardig is. Bekend die dit en keer die om van dit. Einmal sagen wir so, wir hören eine Andacht und wir feilen uns schuldig, hebben we eerst wat, aber wir haben keine Idee, was das ist. Wir denken, na, wings wat würde ich mich schuldig feilen? Und wir denken eben, wir feilen uns bloß schuldig. Und dann kommen wir für Menschen, die sagen, wenn ich das aardig getan habe, dann wirst du mir dort vergeben. Oder wenn ich dort aardig getan habe, wirst du mir dort vergeben. Ich bin mir nicht 100% sicher, aber ich glaube, das sind Leines von uns Feind. Bloß uns proben, unter Druck zu holen. Wir haben keine Idee, was wir aardig getan haben. Bloß, wir fühlen uns schuldig für erst Worten. Oder vielleicht ist dort, dass wir sind nicht rein, dort zu bekennen, was wir wirklich weiten, was wir haben aardig getan. Aber das ist so ein großes Ding. Was würden Menschen denken, wenn ich dort wird bekennen? Was würden Menschen denken, wenn ich würde sagen, die ersten 3 Jahre, wo ich befreit werde, ich bin ganz fast an Pornografie. Ganz. Ich habe mein befriedet, mein Ehe meeskraak in den Grund geführt. Mees. Da wir mees bedoelen, wo ich und Annie, wir wären so da über uns, keiner wüsste am, glaube ich nicht, aber wir wären bereit, uns ihnen weh zu gehen. Aber Gott sei Dank, er hat mir genug, dass ich bekennen, wo ich war. Und er hat uns Ehe geraten. Das ist nicht wegen mir, das ist Zijn we bereit, dort zu bekennen, wo wir gekommen sind und was uns fehlt, von wo uns fehlt zum Umkehren. Zijn we bereit? Stalte Menschen, ich muss sagen, das ist nicht Hupning für einen Mensch, was stalt ist. Ein stalter Mensch kann sich nicht bekehren. Du fehlt Demut. In Römer Kapitel 1 ist ein ganzes Kapitel, wo das wisst, wo ein Mensch hinkommt, von dieser Bekehrung nicht annimmt. Dort wollte ich Luther lesen, dort wollte ich nicht von dir ankicken. Aber das sind die Folgen von der Bekehrung nicht begonnen. Der stalte Mensch wird immer stalter und kommt immer wieder und wieder fort von Gott. Was ist dann die Folge, was sind die Folgen von wirklich Gehorsam sein? Von
umkehren, umdrehen, von wo ich was das? Jesus sagt, dann sei ihr meine Freund für mir horchen. Er sagt in Johannes 14, Vers 21 bis 23, er sagt, der wird meine Geboten, mein Wort, der wird meine Geboten haft und der hält. Er ist, der wird mir gut ist. Und der wird mir gut ist, und mein Leib haft, der wird auch die Leib sein für meinen Vater. Und ich will am Leben, und ich will mich openbaren zu ihm. Wofür sagen wir nicht durch, wo wir sagen, Gott, musst du mir mehr von dir openbaren? Ich mag mehr weiten von dir, mehr von dir erfahren. Gott sagt uns klar, was er will haben und was er verlangt von uns, dass er dort kann tun. Wir sollen erst sein Wort haben. Die Dinge, die er sagt, was wir sollen tun, wir sollen dort horchen. Von wir dort tun, die Folgen, die kommen, sind gute Folgen. Und dann offenbart er uns. Er sich selbst zu uns. Vers 23 sagt es, in Jesus antworten sie ihm von dem Mann mein Leib haft, dann wird er meine wie es hell. Und mein Vater wird am Leben, und wir wollen zu ihm kommen, und wir wollen uns Tüß merken bei ihm. Er wird sein Tüß an uns, bei uns merken. Dann wird er bei uns sein. Das ist nicht möglich, in Gott in Gegenwart zu wohnen und zu leben und nicht gesegnet zu werden. Das schafft bloß nicht. Aber das meint nicht, dass nie wird ans Geldtasche bei uns dicker sein mit Geld, unsere Bankrechnung wird höher sein, oder ans Körper wird gesünder werden, oder wir wollen mehr Mut haben, oder Energie, oder was immer, das hat nichts mit dort zu tun. Das können wir dort tun, aber wir wollen gesegnet sein. Und Menschen wollen die Segen erfahren. Gestern zu Uwe, als wir im Weichen hieß, fuhren von Gebetsstunden, dann, als wir fuhren, dann meine Auster dachte, die gleich mit der Schnur, bei uns sei wie Seatbelt, die Satzschnur, wo das direkt irgendwie sagt, sein, muss dort, wo uns durchhalten an unsere Seiten, die sagt, wie man da anhaben, aber das Fashion, unsere Kinder, das ein, was nicht gebrückt wird, und die gleichen dort so zu halten, dass die Sonne durch den schien, und dann können sie dort und da, bei mir, die Lichter so schien, und da direkt das sein kann. Und nicht, dass die Proben mir nicht und die schien bloß die Welt haben, ich soll das Licht sein und endlich dort scheinen. Und ich frage ihn gestern, ich sagte, weißt du, warum das Licht so trägt scheint? Und ich sagte, no. Ich sagte, haft dort Isa, haft dort Salz in sich Salz Licht ban. Und die sagten alle beide Fuß, no. Carla und Darius, unsere zwei Älteste, die sagten Fuß, no, das haft nicht, dass ihnen nicht Licht ban. Ich sagte, von wo kommt das Licht? Und die sagten, das kommt von der Sonne. Ich sagte, gut. Ich sagte, krack so uwes, von dem Mond durchschient, und wir sagen, der Mond schient. Haft der Mond sind ihnen schien zum Schien? Und ich sagte, no. Und ich frage, von wo kommt das? Und mein zweiter Ältester sagte, das kommt auch von der Sonne. Ich sagte, ja, die bist reich. Ich sagte, und wo können wir als Menschen schien? Wir haben uns Bahn, haben wir nichts von Bahn, was sich selbst kann, Dachmerken und das Licht so reinkommen, dass es für Menschen schien. Wo können wir dann so kleine Lichtiges in dieser Welt schien? Und die wissen nicht, nee. Aber dann auf einmal sagt er, von Gott auf uns abschien. Und ich sagte, krass so. Von Gott und uns Gott schien, dann kann der Träg schien, dann kann der Träg dachen. Von wir in uns Salz kicken und in Gott sein Wort kicken, dann kann wir sagen, das ist so ein Spiel. Das weist uns, wo unsere Fehler sind. Das weist uns, wir sind nicht perfekt. Es sind so viele Dinge, wo wir würden können persönlich abnehmen. Weißt du, was gestern habe ich die Wahrheit mehr krass geredet. Gestern ich gesehen, ich wir in Canadian Tire, als ich die gefunden habe, und gesagt, ich würde vor zu mir war ich in Haus kommen, aber wirklich, ich wir nicht nur ganz bad Canadian Tire, nie die mir dort viel länger durch, als ich dachte. Und du wegen seiner Gebet laut, dass ich in Haus kam. Einmal reden wir mehr krass die Wahrheit, aber nicht ganz. Und jetzt weiß ich so, na, warum wird dort so wichtig sein? Warum wollen wir eine Ungewandtheit merken, mit mehr krass die Wahrheit reden, und nicht bloß ganz die Wahrheit reden? Warum würden wir nicht dort wollen anwenden? Das sind immer Dinge, wovon wir in Gott im Wort kicken. Charles Spurgeon sagt, dass Demut als der rechte Weg, der rechte Antwort von einer zu sich selbst kickt. Demut als der rechte Antwort. Wenn wir müssen sagen, Gott dien, Punkt ist hier, aber dieser Merkstark, Demut, ich kann bloß nicht selbst erregen. Das ist bloß nicht möglich. Ich kann bloß nicht was tun.
Der Antwort ist bloß, wie man uns demütigen. Hier so in dieser Konsul der Fähren sagt dort, ja, Herr. Wofür sagen wir nicht, dass der Recke mir nicht, was Gott kämpft und er will uns was anbieten, wo wir sagen, nicht nie, Herr. Mit Luther. No, Herr, dort will ich nicht. Du, dort darf ich gehen? No, dort darf ich nicht. Oder wenigstens nicht nie. Wofür haben wir eine andere Antwort als ja? Und ich würde jeden wollen, mit dem Finger zu allen anderen Menschen wiesen, aber kriegst du Jake Latze sind doch sehr, dann ich weiß 3 Stück wiesen, trägt mich. Und ich weiß, der traf mich krieg. Wofür habe ich, aber nie ruts, passt mir das bloß nicht, Gott. Kann ich das Luther? Was sage ich von Akte? Unsere Kinder sagen, okay, Kinder, wir haben nicht so viel Zeit, schwimmen, dort schwimmen in den Stuben abbringen, wir wollen bald Gas kriegen oder das meiste Zeit zu schlupen zu gehen. Dort schwimmen, klein wird die abbringen, dann wollen wir schlupen gehen und dann haben wir das oder dort. Und von denen sagen, mehr Fuß da, mehr Fuß. Dort mache ich bekannt, dort die erste Antwort, wo der mein Hort ankommt, ist nicht eine Demut, ja, okay, oder was auch immer, das ist eine Eue, was ankommt. Was meinst du, die Wurst, die wäre unter dem Fuhr näher zu sein? Wo sagen wir zwischen uns und Gott? Wenn Gott sagt, Wurst die das tun, und wir sagen, no. Ich sage nicht, dass dort am Eue anführt, dass uns dort tut. Aber können wir die rechte Antwort haben? Können wir, ja, Gott. Dat is een wat hij zegt. En eenmaal als het wie wel een antwoord bij een eier, wie we doen zijn. Ze zeggen, well, God, voor die wordt mij wijzen, krijg wat de omstanden, wat worden de volgen zijn, worden die mensen mij verstaan kunnen, worden die mij aanbrengen, worden die mij daar zijn. Dan, van ik dat is weet, dan wil ik dat doen. Eenmaal heeft God ons zo'n antwoord, eenmaal dat niet. De vraag is niet, wo wir dan oder dan gehorsam zijn, die vraag is, wo wir gehorsam zijn. Als hier mit seinen wunderbaren Freunden wir, die so viel Mut gesprochen hat, das klingt sarkastisch. Seine feine Freunde, dort ist alle durch wir, und dann Gott am Kampf und am Red. Seine Antwort in Hiob, Kapitel 40, Vers 3 bis 5. Hij heeft Gott een antwoord en zei, kijk mal, ik ben veel te leeg. Dat is geen weg bij mij. Wat zal ik antwoorden? Ik wil mijn hand op mijn muur leggen. Eenmaal heb ik geredet, maar ik wil niet meer. Wat doen we van wie in Gott in Gegenwart aankomen? We hebben ons gewerkt dat we worden jammeren. Oh, bah, wehe mij. Met mij is het zo goed. Einmal ist es im Bett so, und das Spuß, das hat ein Freund mir dort vertalt, dass wir in Veracruz wären, aber einmal eine Gruppe Menschen, ich würde vielleicht sagen, eine Gruppe ältere Personen, die nur schworen haben. Und man ganze Menschen essen im Bett so eine ungewohnt, na, ich hatte es so schwer, mir deed het so weit, und ich hatte alles so weit. Und dann auf einmal kommt ein anderer und ich konnte alles zu nichts merken, mit einer Karte dort sein. Aber danach mal ich. Was ich alles durchmacht. Und ich sehe, ich ältere Menschen, ich glaube, das für jede Person ist es so. Nicht bloß ältere, das für kleine Kinder. Und das für mich. Aber was ist uns Antwort zu Gott? Weil wir zu jammern, dann sollen wir uns 100 Mühe leihen und sagen, nicht noch einmal, wo ich jammern Gott. Nicht noch einmal, was hast du für mich getan? In Kapitel 42, Vers 5 und 6, dann sagt hier, ich hatte von dir mit deinen Ohren gehört, aber nun hat dich meine Augen gesehen. Darum spreche ich mich schuldig und tue Buße in Staub und Asche. Mit den Ohren geht, aber nie höre ich. En dan zeggen nie weet ik ben zelf schuldig. En ik moet boete doen. Ik moet me bekeeren. Ik moet omdraaien van hoe ik was ben. Nou, eenmaal denken we dat zijn zo'n grote dingen van wat we moeten bekeeren. Van wat we moeten wegdraaien. Niet zoals in Galaten 4, vers 19 tot 21 zijn een lange lijst dingen wat we denken, dit zijn grote zin. Dit zijn dingen van wat mensen willen zijn van wegdraaien.
Aber so eine kleine Dinge, so ist eins muss klein wird gestaltet sein, eins muss klein wird vernünftig sein, eins muss klein anrechte Wort sein oder was immer, das ist nicht so wichtig. Ich las eine interessante Geschichte in der Apostelgeschichte, Kapitel 20. Und ich habe keinmal alles ist das gesehen. Ich wollte die ganze Geschichte nicht ganz durchlesen. Aber das ist die Geschichte, wo Paulus, kommt hier zu Ephesus und raubt die Lehrer von der Kirche auf und fängt an zu vertalen und betet eine Karte Zeugnis, wo er mitteilt und er sagt, ich weiß nicht, ich bin schuldig mit ihnen gewesen. Ich habe mir keine Schuld abgenommen von ihnen. Ich habe ihnen weich betont und ich habe immer mit ihnen gewesen und meine Besserheit getan, live zu beweisen, ihnen den rechten Weg abzutragen. Ihr könnt das selbst auch vielleicht anziehen und in einem Bulletin von ihr das selbst lesen, das Kapitel 20 von Vers 18 bis 38. Und hier dann in Vers 24 dann sagt er, und ich weiß nicht bestimmt, dass all jemand, der ich dort Gottes Reich gepredigt habe, wollen mir nicht wahr sein. Er sagt, ich weiß, die wollen mir gesagt, kein mehr sein. Ich weiß, ich sei nicht im Weg nach Jerusalem und die wollen mich durch gefangen nehmen. Krieg wird alles wird passieren, weiß ich nicht, aber ich weiß, hier so trägt, wo ich kein mehr kommen. Die wollen mir nicht mehr sein. Wo traurig wird das nicht sein, nicht? Von der Person wird ein hat der Gott nur recht gebracht. Und er hat einen in den Glauben abgewagt. Gott hat diese Person gebracht. Nicht, dass die das zu tun hat, aber Gott hat die Person gebracht. Und beter ist eine Person, wenn man eine Seine abkicken hat, und der Mensch dort als ein gutes Beispiel. Paulus sagt, lebt mein Weg nur. So dass Jesus in mir sein, folgt mir nur, und der Weg wird ich go. Ein wunderbares Beispiel ist er war in seinem Leben. Und nie soll er sein, ich will ihn kein mehr sein, das wird uns weiter, nicht? Wird amtlich sein. Und dort ist es gut, dass uns so wird weiter. Dass wir nicht würden kalt zu so eine Dinge sein. Aber dann gehen wir im Bett wieder und dann sagt er, aber hier so, wegen dit sei ich das. Ich soll nur das abpassen. In Vers 28 sagt er, so wordt even jien zelfs, en ook even de Heer, even die de Heilige Geest jint als abzichte gestalt heeft, en hoort even God zijn, even God zijn jemand te sehen, dat hij zich met zijn ihnen sehen, zijn bloot gekauft heeft. Sorry, du wie mir das ein bisschen schwer, das plot iets te lezen. Aber diese Schubsort, diese Gemeinde, was Jesus in ihnen bloot gekauft hat, über die wir sollen abpassen. Kijkt mal, was er passiert in über diese Gemeinde, was Gott hat ihnen ewig gestellt. Und dann in der nächsten Vers, wenn ich weiß, dass von ich ist, wo wir sind, wo ein rietende Wolfmann kommt, die der Horde nicht verschonen wollen. Er sagt, du wollen Wolf hier kommen. Wir denken einmal so, ja, die kommen von durch und die wollen hier so nahen kommen und die wollen die probieren, alle zu vernichten und fertig machen. Aber der nächste Vers sagt, es ist das. Die wollen sogar von jenen Menschen eine abstunden, die die Wahrheit verdrehen wollen und Anhänger für sich selbst zu kriegen. Die wollen probieren, ihre Anhänger zu kriegen. Die wollen probieren, in der Städte, die wollen Menschen zu Gott drehen, die wollen Menschen zu sich selbst drehen. Wohl wollen probieren, Menschen ihr Glauben zu stieren, dass sie nicht mehr an Gott glauben. Proben, dass sie nicht mehr würden Gott sein Wort holen, als Gott sein Wort. Eins sie sagen, hier bin, das haft Gott sein Wort, und eins sie sagen, das ist Gott sein Wort. Und ich will ihnen sagen, das ist Gott sein Wort. Nicht bloß, dass du bin ist, und einer muss sagen, was ist Gott sein Wort und was ist nicht. No, dort ist Gott sein Wort. Eins sie wollen kommen und als Wolf alles proben, zwei zu reden, sich selbst drehen. Und dann sagt er, und darum post ab und kijkt und denkt daran, dass für 3 Jahre habe ich diese Warnungen gepredigt. Für 3 Jahre habe ich ihnen dort gesagt, kijkt mal, post ab, diese Dinge wollen kommen. Bald wo ich nicht mehr hier sein, diese wollen kommen, von ich hier wollen fort sein. Zum Beispiel von einer starken Lehre, du als Mann der Gruppe. Dann werden die Wolf nicht dich beizukommen. Aber von der starken Lehre, du fort essen, nie soll die Gemeinde sich nie Lehre sehen. Na, wer hat Gott für uns? In der Zeit ist das ein bisschen gefährlich. Was wird kommen? Was wird passieren? Du willst sagen, Paulus, post
ab. Leute wollen nicht kommen. Und dann Vers 38. Und dann sagt es hier, und wird am 30. Mirk, wie der Paulus gesagt hat, dass sie am nicht mehr sein würden. Und sie gingen mit einem Schiff. Aber das Ding, was das ganz Wichtigste wäre, dass die würden am nicht mehr sein. Wir denken eins mal vielleicht, dat is je goud. Die zijn met je feilen, je verbunden met am, die leven am zij. Aber Paulus sagt, dauert mich nicht proben, terugzuholen von Gott sein Werk durchführen. Gott hat gewählt, dass ich soll das tun. Dauert mich nicht terugholen. Von Gott will haben, dass ich soll leiden, dann will ich leiden. Von ich muss mein Leben geben, ich bin bereit, dort zu tun. Hol mich nicht zurück. Aber das Ziel, wo die wahr sein, am terugzuholen. Entweder amtlich, dass diesen Mensch, wenn sie so viel Leben haben, dass er soll nicht geführt. Die dachten nicht mehr so sehr an, was wird nur dem passieren. Die Gedanken wie fleischlich, wenn ich dort darf sein. Wir sind auch für uns dort. Denken wir an die Warnungen, die Gott uns ja versagt, wir bloß mit unseren Gefallen so sehr verbunden, dass wir nicht wieder kicken können, was wird kommen, was passiert. Von wir nicht umkehren, von wir unseren Sinn nicht bekennen, was wird man uns kommen. In Matthäus, Vers 16, 21 bis 23, das kommt roots nur den, was Petrus hat gesagt, Jesus, die best Gott sehen, die best der Messias, für uns vertrauen. Und dann sagt Gott, Jesus, am Gott hat die dort oben Wort. Und futz nur dort, dann sind die hier im Bett, ja, das sagt Jesus das, ich wollte Jesus das lesen. Und von der Zeit fängt Jesus an, und er sagt seine Jünger, wo er würde mal in Jerusalem gehen, und sehr viel Lieden von den Ältesten, von den Hohepriester, und den Schriftgelehrten, und er würde mir sein Leben geben, und am dritten Tag würde er abstehen. Und Petrus nahm an bei sich und sagte, Herr, das soll dir nicht passieren. Aber er dreht sich um und sagt zu Petrus, Furt für mich, Satan, denn die bist mir gegen an. Denn die denkst nicht an die Dinge, die Gott sein Weg sind, aber die menschliche Weg. Zum Beispiel ist das, die gehen ist das, und Jesus, die rettet alles, und die gingen sehr viel, und als die gingen, dann Jesus hat vertalt von Dingen, was dran haben wir, und mögt die Geschichten leben nicht. Und dann auf einmal sagte er, ja, und dann, wenn ich von Jerusalem sein, dann will ich mein Leben geben, ich will sehr viel Lieden machen. Und Petrus wird sagen, no, das soll dir nicht passieren. Zum Beispiel, ich stelle mir vor, vielleicht hat er gesagt, aber Jesus, die soll das nicht passieren. No, das soll dir nicht passieren. Aber Jesus dreht um und sagt, no, das, was die sagt, das ist nicht Gott sein Weg. Die verstehst noch nicht Gott sein Weg. Die denkst noch einmal fleischlich. Den Verstand hast noch nicht nie gemerkt durch mein Wort. Die denkst noch einmal, dass ein Mensch wird denken. Die soll's geistlich denken. Die soll's nicht, dass ein Mensch denken. Das wird matt passieren. Sagen wir noch mal mit unserem Gefeil so fast. Und so fast an ersten Ding, dass wir nicht können denken, den Weg, was Gott will haben. Sind wir bereit zu leiden von der dort soll kosten? Jesus sagt dort, wenn ihr mir wollen nu folgen, dann will ich erst was leiden machen. Das ist bloß was das ist. Dort muss passieren. Das ist nicht möglich, dass das anders soll durchgehen. Wenn ihr wollen jünger sein, dann will ich erst was leiden. Sind wir bereit, dort zu tun? Ich glaube einmal, wir sind dort nicht bereit. Ich denke einmal hier, wir sind taumachtlich. Und waren die Finger, die wiesen direkt zu mir selbst. Ich weiß eine Zeit, eine ganz kurze Zeit, wo ich durch eine kleine Verfolgung durchging für meinen christlichen Wandel. Und wo ich glaube, die Bibel mir gelehrt hat und das ich tue, so dort zu leben. Und die kleine Verfolgung, wo ich erfuhr dort. Und wo war mir das dort? Und wo bitte mein Hort war? Und wo gegen ich war zu anderen Menschen? Und das war mal ein kleines Ding. Ich glaube, ich bin nicht reid. Ich wundere, sind wir alle reid von Verfolgung kommt? Sind wir reid zu leiden für Gott sein Namen, für Jesus sein Namen, für sein Wort? In Jakobus Kapitel 4, er sagt, in Vers 6, der zweite Part, er sagt, Gott
widersteht der stolte Mensch, aber er hat die demütige Gnade. Wir sagen von Gott für uns ist, wer kann dann gegen uns sein? Und dort ist recht, dass keiner, was gegen uns kann, von Gott für uns ist. Aber von Gott gegen uns ist, wer kann uns dann nicht halten? Die Antwort ist dasselbe, keiner. Von Gott gegen uns ist, dass keiner, was uns halten kann. Wenn wir stolz sind, dann sagt er, Gott ist dann gegen uns. Aber wenn wir uns demütigen, dann können wir die Buße erfahren. Habe ich dann gedacht, dass Buße im Reich ein Geschenk von Gott ist? Die wirkliche Buße, die Bekehrung, das ist auch ein Geschenk. Vers 10 sagt, demütigt uns, jeden vor Gott, und so wird er uns abheben. Wir proben uns für an ihr selbst abzuheben. Ich sage hier, ich weiß, ich bin aber ich muss erst alles tragstellen und dann kann ich zu Gott kommen. Wir proben uns selbst erst abzuheben, dort wie, so, das habe ich selbst zu tun, das Fundament, dort habe ich gelegt, und nie will ich Jesus annehmen. Jesus ist das Fundament. Wir können nicht tun, ehe wir nach ihm kommen. Das muss erst sein. Die Bekehrung, dort ist die erste Stufe. Das ist die erste Stufe. Haben wir euch an das gedacht? Esau hat sein erstes Wirtsreich verkauft. Und Luther hat Sach und Sach für Vergeben, für Bekehrung. Und er fängt das nicht. Und er rohrt und sagt das mit Thron und er fängt das bloß nicht. Einmal sagen wir so, uns gefallen sein Hirchen, wir rohren und wir wollen die Bekehrung, wir wollen anwenden von unserer Sinn, aber wir kennen das bloß nicht. Einmal von der Carla Strufen, von sie was auch getan hat. Und ich habe gesagt, naja, diese Strufe macht die nicht durch. Das hast die auch getan, die wisst verrät, von die das was tun, die wisst gerade genau, was wird passieren und niemand wird durchgeführt worden. Das ist nicht, dass die keine Idee hat, was wird passieren von die das was tun. Die wisst, von die mir wisst, dass das sein, oder von die das was zu dem Bruder tun, oder was immer das ist, die wisst genau, das wird die Strufe sein. Aber nicht, dass die rohren ist, und die fragst mir an Gnade und Vergeben, oder nicht durchstärkt das durchgehen. Was ist dort, was die wichtig ist? Das ist eine Strufe, die nie was kriegen, oder das Verhältnis zwischen die und mir? Oder das Verhältnis zwischen die und dem Bruder, was die nie hast, vergemerkt? Was ist die wichtig? Und mir ist einmal, sie sagt abrechtig, die Strufe ist mir, was mir so wichtig ist. Und ich sage, ich weiß, und du willst machst die Strufe erfahren. Ich sage, da habe ich einmal gesagt, von der einmal sagt sie, mir ist das Verhältnis zwischen mir und dir ist das Wichtigste. Das sind dann, die kosten mir wegen Strufen. Aber möchte dass wir würden so eine große Freund sein, als wir immer gewesen sind. Und ich sage, Gott, das muss, wo ich die nicht strufen, das muss, wo ich mich selbst strufen. Und ich dachte, mich selbst überraschen. Ich sage, das muss ich da betont, wenn die, wie mein Verhältnis zwischen mir und die, welche aus der Strufe, du denkst, tut ich dort für die. Ich sage, ich sind die Gott. Aber von der Strufe, das wichtigste Ding ist, dann macht die das durch. Und dort ist, was so sein Trouble wir. Sein Hort ändert nicht. Den wird es amtlich, nie wird er die Segen nicht erfahren. Nie wird er dort nicht kriegen, nie wird sein jüngerer Bruder dort kriegen, und kann er nicht ever an der Rohr und sagt dort, aber er kriegt dort nicht. Wings die Strufe wie am Wichtigen aus dem Verhältnis. Und dann denken wir an David. Das ist David. Hij nam een onderman zijn vrouw. En dan laat ons zijn zin openbaar worden dat deze vrouw niet weer zwanger geworden. Niet meer kunnen we maar rechten dat man dood. Dat de bevel wat hij heeft in zijn armee. So niet weer hij hoererij schuldig. Niet weer hij moord schuldig. Niet weer hij schuldig van leens vertalen en oorzaken afstellen om oorsproken te bedekken. En hij kreeg Vergebung für das. Und Esau kriegt nicht Vergebung für ein kleines Ding zu seinen Erstgeburt verkehren. Warum? Psalm 51 merkt das klar. David wird ein Verhältnis zwischen He und Gott wichtiger als die sind. Er merkt, wir sind auch ganz bekannt und sehr zu oben, das im Reich und Gott sein Wort geschrieben. Die ganze Geschichte, die haben die Menschen nicht gesagt, dort nicht abschreiben. Er wird kein nicht, der wird die doch wohl an seinem Macht gehört haben.
waar hij leidt erbij geschreven worden. En hij bekend het zelfs. Om weer een verhältnis tussen om en God weg ja, als eerst stroef wat wordt komen. Wo zijn we? In 2 Korinther 7, vers 9 en 10, dat zegt Paulus schrift hier im Brief. In 1 Korinther hat een Brief geschrieben aan de Korinther. En dan speelt zich het zo, het is nog een brief wat niet in de Bibel gekomen is. Wat hij geschreven heeft, wat eerst war zeer streng was das. En vielleicht is het goed voor ons, wie die strenge weer niet aan durft hier. Maar niet erst dan 2 Korinther Brief. En hier zegt dat, ik vrees me dat die betriebt geworden zijn. Maar niet bloos betriebt, maar dat deze weideel, wat je daar gegaan zijn, die brief wat ik je geschreven heb, dat dit heeft je met een göttliche Buße gebracht. Weet je, dat is een weltliche treurigheid en dat brengt een dood. Brengt een bad in dood, nu vers 10 nu. Maar een göttliche treurigheid, dat brengt een tot een werkelijke Buße. Van wie niet de göttliche Buße erfahren haben, de göttliche Traurigkeit, dann mochten wir Gott freuen von der, mocht Gott uns segnen, dass wir können die wirkliche göttliche Traurigkeit erfahren. Dass uns das Verhältnis zwischen uns und Gott mag wichtig sein, als erst Folgen von dem Sinn, was wir begonnen haben. In Offenbarung, Kapitel 3, Vers 16 bis 19, du redest von so einer Kirche, dass das ein Recke Mennonit ist. Die sagen, wir sind reich. Wir haben keine Neidigkeiten. Alles haben wir, das haben wir alles selbst. Uns fehlt es nicht nur an Jesus, uns fehlt es nicht an Gott. Und Jesus sagt, tut Buße schwen. Das ist mal eine Karte Zeit. Als Jona in Nineveh ging, viele schreiben, die sagen, er sagt, 40 Tage und dann wird Gott ihn anbringen, dort doch wohl ihn bekehren und vielleicht wird Gott ihn vergeben. Aber dort ist nicht in der Bibel geschrieben. Alles, was Gott uns gesagt hat in seinem Wort, als er ging dann an und er sagt, 40 Tage, dann sei alle vernichtet. Keiner wird geblieben. Und hier ist es, der hat mit Euer gesagt, ein Lied gebraucht, und dann ist er auf den Boden abgegangen und gekickt und gelehrt. Und je hoopning heeft gehoord dat God wordt die vernichten. Die werden gedacht, God zijn vriend, der Israël ihre vriend. En hij wenscht zich dat die worden umgebracht worden. Aber diese Menschen, die haben keine Hoffnung gekriegt, dass die würden nach Möglichkeit sein, dass die würden vergeben worden und dass die nicht würden umgebracht worden. Aber die deuten Buße, die drehen sich von ihrer schlechten Wege, die frühen Gott um Vergebung und Gott vergeben ihn. Das wären gottlose, wirklich schlechte Menschen. Die leben nicht gute Lebens. Die haben schlechte Dinge, was sie tun. Gott ist ein Götzenopfer. Sehr hohe Menschen. Hort deden sie die Israeliten dood mehr angeben. So eine Weg, waar ich nicht von vertellen von der, was die alle schlechte Dinge getan haben. Aber das wären kalde, hohe Menschen. Und Gott hat genug, wenn sie deden umdrehen. Wo sind wir? Wo bist du wie von dir? Hat Gott uns dort gewesen, von wo wir sollen umkehren? Von hij hat dann, ich würde uns alle Mut machen. Doe dat von dir. Das spielt sich einmal von, ich würde aardig gedaan haben, ich weiß, ich mache das zu meinen Frühen oder meinen Kindern oder erst wenn ich kann. Ich probeer das einmal aufzuschieben und ich würde das nicht aus. Ich habe bloß eine große Striep Geld mit meinen Ringen abgeschwurft. Ich muss das bekennen. Das ist ein Weih von sein, ich bin nicht so ein Mensch, so die Bibel sagt, dass Gideon war. Dass er Mut hat, zum Gott sein Wort nur zu folgen und dann wird passieren. Am Anfang, auf Englisch sei wie ein Coward. Ich muss bekennen, fertig sein, ich ein Coward. Ich habe Angst, dort Dinge zu bekennen und die Dinge mitzuteilen, weil ich habe Angst, was wird nicht passieren. Weil wir nicht mehr ein Coward sind. Weil wir die Dinge bekennen, dass Gott uns dort auf dem Hort legt, von wir bloß schuldig fallen und wir wissen nicht, was das ist, weil wir wirklich in Gott sein Wort ankicken und sagen, Gott, was hast dort, was ich habe getan? Wirst du mir von dem Wort wiesen, wo ich artig sein und von der Nuss aus, von wirklich, ich rein sein und frei sein, musst du mir ein reines Gewissen geben, musst du mir frei machen von diesem Gefühl.
En God, mag God de Feind wegholen, dat we kunnen de vrije gewissen ervaren. Als de bloos dat we angst hebben, die oprechtig dat we kan, wat we dat wenigstens doen. Jakobus 5, vers 8 zegt, niet ons zu Gott, und Gott wird sich zu uns drehen. Weil wir unser Hang rein merken, wir sind Sünder, weil wir unser Hort gesund haben, weil wir nicht mehr so eine Menschen sind, die immer zweifeln, von einer Seite zu der anderen drehen, muss Gott uns nur kommen. Wir uns abneigen zum Gebet. Gott, wir kommen fertig von dir und wir danken dir für dein Wort. Und wir danken dir, dass wir können dein Wort sein. Von der großen Sinn sein, dass wir das einmal oder kleine Dinge sein. Muss die uns Mut und muss die uns abbiegen und muss die uns die Kraft geben, diese Dinge zu bekennen für dich. Gott, wenn wir denken von dir aus ein Tag, wo wir an Abendmahl feiern, Taupus, gemeint, wir Frauen, muss die uns haben, dass wir können, dem Wort in uns Hort ankicken. Muss die in uns Hort ankicken und uns dort wiesen, wo wir Dinge haben, was viel zu bekennen. Muss die uns dort klar merken, wo das ist. Von het neidigheid voor anderen te bekennen, von der bloß zwischen uns und die ist. Gott, ich frage, muss die uns klar haben, die bist nicht ein Gott von Zweifeln und ein Gott von hier und du und immer wechseln. Die bist ein Gott, die bist immer so. So ist die immer gewas bist, so bist die immer, so wirst die immer sein. Gott, ich frage, muss die uns klar haben, muss die uns Verstand aufmerken, dass wir können dein Wort verstehen und wir machen dort kennen, was dir gefällt. Gott, wir fragen, muss die uns segnen. Wir danken dir in Jesu Namen. Amen. Dankeschön.